Träumen in Novigrad. Und damit willkommen zurück, Freunde, wieder mal zu The Witcher 3 Wild Hunt. Was? Ist das du, Sarah? Guten Tag. Naja, servus. Ja, hier geht es irgendwie auch noch weiter. Ist mir gerade ein bisschen geheuer, weil ich nicht genau weiß, wohin das führen soll. Deswegen erst einmal die aktuelle Quest noch abschließen und dann sehen wir weiter. Ja. Mal kurz gucken. Hier ist die Treppe, ja. Mann, ich Trottel. So. Sieht da kaum etwas, wa? Okay, Sarah hat gesagt, dass sie jetzt in Ruhe lassen wird. Ich hoffe, es bleibt auch so. Und da ist sie auch schon wach. Nein, mehr oder weniger. Alter, wie lange hat die gepennt, ey? Mit den ganzen Spinnweben und so. Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Er ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Tja, soviel dazu. Jetzt sollen wir aber die Quest noch hier abschließen, wenn ich schon mal dabei bin. Sprich, wegen Klein Sarah, also dem Göttling. Autsch, dankeschön, Geralt. Das war ja sehr elegant. Das heißt gar nicht mehr, muss ich jetzt direkt mit dir, oder muss ich erst mit dem... Ich glaube, erst mit dem Typen hier quatschen, war. Da drin eine Lücke im Kopfhörer drin. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Jo. Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinnes bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja, recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. All die Kronen, die ich bezahlt habe. Naja, ich lande schon nicht im Armenhaus. Alles In klar. Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig. Naja. Pech für dich, Kumpel, nicht mein Problem. Oder vielleicht doch, mal gucken. Von Schwarzen, ja, und wir sind die Weißen oder was? Wegen Weißer Wolf und so. Egal, scheint es auch nicht mehr so weit zu gehen, war vom Raum her. Naja, jetzt mal mit ihr quatschen. Aber deine gelben Augen sind schon ein bisschen unheimlich. Guck, meine sind hübsch. Ja, sehr hübsch. Guten Tag. Servus. Aber deine gelben Augen sind schon ein bisschen unheimlich. Guck, meine sind hübsch. Ja, ja, sehr hübsch. Guten Tag. Grüezi wohl. Okay, reicht jetzt aber soweit auch. Mal gucken, was hier los ist. Sicherheit geht vor, wisst ihr ja. Wow, hier scheint es noch viel zu geben. Aber nur gute Dinge. Ach, ist das schön. Der Schild. Das wäre voll voller Strom. Hallo? Ah, jetzt. Okay, sonst nichts mehr. Wenn wir schon noch bei Inventar sind, ich glaube, wir versuchen es diesem Part noch bezüglich diesem Geldtrick. Also Geldtrick ist übertrieben, aber mal schauen, was Silbersteiner schwer, das haben wir jetzt. Wahrscheinlich 36 mehr, Alter. Wie krass ist denn das Teil?
Gut, ist ein bisschen ramponiert und so, aber kein Problem. Magdera Kyras. Rüstung plus 6. Ja, als ob er so fett wäre. Okay, ich versuche die mal. Sieht so meiner Ansicht nach ein bisschen bescheuert aus, aber vielleicht kann ich die nachher noch ein bisschen hochleveln. Muss ja auch ein bisschen die Optik stimmen und so. 5% Angriffskraft, kann ich die einwerfen? Jo, geil. Das geht momentan nicht. Na, dann machen wir aus. Haben wir hier? Nö, das ist schlechter, das auch, okay. Bier und so weiter. Wir haben zwar, ich muss endlich mal ein bisschen mit Alchemie und so herumexperimentieren. Kann auch noch Leute, keine Sorge. So, naja. Also ich finde es echt, es sieht nicht sehr hexermäßig aus, aber naja, wenn es hilft. Bis wir endlich mal ganz geile Rüstung geschmiert haben, im Sinne von Optik plus zweckmäßig. Dann wäre es gar nicht mal so übel, war. Bis dahin halt, naja. Mann, nee, der kleine Göttling. Die hat hier echt ihren Spaß, wa? Das zweite Schwert. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Okay, ich dachte zuerst mal zu Corinne, kommt darauf an, was näher liegt, aber ich denke schon. Hilfe, rette mich. Ich sterbe an Armut. Hast du meine Krone? Hast du meine Krone? Nö, ich bin kein König. Ja, natürlich schon, aber gerade will scheinbar nichts geben. Naja. Hey, Halsabschneider! Der ist nicht schlecht. Mann von... Was? Mann von Hur... Der heißt so. Verpiss dich, Arschgesicht! Verpiss dich, Arschgesicht! Verpiss dich, Arschgesicht! Der hat eine sehr, sehr blumige Wortwahl. Verpiss dich, Arschgesicht! Ja, und so ein breites Vokabular, das ist ja... Nach einem Abenteuer? Was gibt's, Mörder? Mann, das ist... ich sage dazu nichts mehr. Triss, ah nee. Bewaffnete Grobiane in der Stadt. Ein Skandal. Naja, du mich auch. Also, goldener Stürmer bin ich hier eigentlich nicht, das ist der Fischmarkt. Ich muss irgendeinen Ort hier in Novigrad, der heißt, muss mal kurz gucken. Der Hierarchsquare. Heißt scheinbar so. Da muss ich in Bezug auf den Geldtrick. Aber wie gesagt, das dann gleich hoffentlich mehr. Mal gucken. Naja, später mal. Die Leute, ich glaube, da sehe ich einen Herausforderer. In Hamburg und schmutzig wie die Individuen selbst. Irgendwas an dir steht, finde ich. Cool, ich kämpfe ein bisschen, kann mir ein bisschen Geld verdienen. Ja, mit dir. Willst du Ärger? Siehst blass aus. Meister Lehmhut grüßt den Herausforderer herzlich. Geralt grüßt Meister Lehmhut. Nimmst du die Herausforderung an und kämpfst gegen unseren Tavernenmeister? Klar, wieso nicht? Weit 1, also aber überhaupt, das ist mal die andere Frage, oder? Ich gehe mal nachher auf 20. Ich weiß, es wird ein bisschen zu wenig, aber muss erstmal testen. Ja, ich kämpfe gegen diesen Gregorio Dingsbums. Eure Aufmerksamkeit bitte. Dieser feine Hexer tritt gegen unseren Tavernenmeister an. Georgius Georg, auch Rambock genannt. Lass uns ein Wort wechseln, solange der Meister sich vorbereitet. Reden wir über Geld. Ich will offen sein. Du kannst wirklich viel verdienen, solange du ein paar Ratschläge beherzigst. Willst du, dass ich bescheiße? Nicht bescheißen. In ein Unternehmen einsteigen, nichts weiter. Was sagst du? Mal zuhören, muss gerade sagen, mal gucken. Wie viel kriege ich, wenn ich den Kampf verliere? Deutlich mehr, als wenn du ihn gewinnst. Nö, Mann, ich habe auch meine Ehre. Leck mich, Meister Lehmhut. Das wirst du bereuen. Ein warmes Willkommen unseren Kandidaten, die den Ring betreten. Geralt gegen Georgius Georg, den Rambock. Möge der Bessere gewinnen. Sieht jetzt nicht so stark aus. Komm schon, komm näher. Oh, mach schon, verdammt nochmal. Wow!
Missgeburt ab. Okay, darf nicht zu viel einstecken, beziehungsweise draufhauen. Weil ich sonst ein bisschen taumle und dann nicht mehr kontern kann. Und der neue Tavernenmeister ist der Hexer Geralt. Hier ist ein Preis. Wenn mal viel zu wenig gewettet. O'Neill ist auch ein Kämpfer, gegen den du antreten kannst. Du findest ihn beim Eingang zum Armenviertel. Und dann ist da noch Mortimer, Hauptmann der Wache. Den findet man meist beim Ochsenfurter Tor. Hey! Hey ja, ho, ho, ho. Ja, was haben wir dazu? Was auch nur ein Kampf gewesen war. Doof, ey. Hätte das ein bisschen besser vorbereitet gehabt, hätte ich da viel mehr Geld machen können. Gut, ich meine, ich hätte ja vorher speichern können und so weiter, aber nee, wäre jetzt doch ein bisschen doof gewesen, war. Aber wo Geld, wie viel habe ich? Nur 2, naja. Reicht hoffentlich, um den Geldtrick zu aktivieren. Dazu gleich mehr. Jetzt muss ich erstmal. Hallo, Bea. Tja, du bist schon eine Augenweide? Du aber. Ja, Entschuldigung. Zurück zur Mission. Ups, wollte gar nichts. Naja, genug was von dem her. Ja, Kuhmilch, gut, muss ab und zu auch sein. Auch unser guter Geralt muss sich ein bisschen kalziumreich ernähren. So, gehen wir mal durch diese Tür zuerst. Weiß nicht, was hier drin ist, wa? Geralt, der Meisterdieb. Okay, das ist natürlich ein bisschen, naja. Sich ein bisschen in seiner Würde. Andererseits, also das Spiel legt sich darauf an, dass man hier alles aufnimmt. Alles, ja, entwenden ist ein hartes Wort. Aber ein richtiges Wort, zack. Fahren wir sowieso auf das nächste Update dann, das Spiel auf Version 1.07, weil dann müsste es auch Verbesserungen im Inventar geben. Viele hoffen ja auch auf eine Art Truhe und so weiter. Damit man dann nicht alles irgendwie wieder wegschmeißen muss und so verkaufen muss. Aber mal gucken, wa? Bis mal soweit ist. Wird, glaube ich, noch ein paar Tage dauern. So, sonst gibt es hier nichts mehr. Nö, dann gehen wir da runter. Das sah jetzt für einen kurzen Moment so aus, hätte Geralt seine Schwerter nicht mehr. Ganz schlecht, ey. Alter, schon wieder was dämpfen. Hier was entwenden? Nö, lassen wir mal, wa? Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Was? Sie war dabei, als ich gestorben bin? Ja, toll, was machen jetzt die Newbies, die Witcher 1 und 2 nicht gezockt haben? Das stimmt soweit ja auch. Na, stärkste Erinnerung wird wohl ja das sein. Beziehungsweise das, aber... Hatte das wirklich... Mann, Leute, gut, vermutlich ist alles richtig, war. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Waise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich, sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar.
Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Ja, ich glaube schon. Dann bin ich ganz Ohr. Ich erledigte einst einen Auftrag, sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Wieso nicht? Weil ist ja auch interessante News für uns. Ja. Keine Eile. Wir haben Zeit. Sprich vor allem für diejenigen wie mich, die halt die Vorgänge noch nicht gezockt haben. Es war in Riva. Der zweite Krieg mit Nilfgaard war gerade zu Ende gegangen. Trotzdem gab es noch Spannungen. Aus irgendwelchen Gründen brachen Rassenunruhen aus. Ich habe alles versucht, aber diese wütende Meute konnte ich nicht aufhalten. Da war dieser Junge mit einer Mistgabel. Rammte sie direkt in meinen Bauch. Auch Yennefer lag im Sterben. Ciri hatte uns auf ein Boot geschleppt. Wir fuhren an einen Ort, wo Apfelbäume ewig blühen. Sie ließ uns dort zurück. Dort sah ich sie das letzte Mal. Willst du noch was hinzufügen? Vielleicht noch eine Erinnerung? Ja, da ist noch was. Schon gut. Sag mir nicht mehr, als du willst. Das war nach ihrer Ausbildung in Kaer Morhen, nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigga. Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte, auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falka? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja, da ist noch etwas. Könnte langsam ein bisschen gefährlich werden, weil man so viel Informationen über Ciri hat. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Ja, da ist noch etwas. Ich weiß noch, dass Ciri ihre Fähigkeiten nicht richtig kontrollieren konnte. Yennefer wollte ihr einfache Zaubersprüche beibringen und Ciri hat daraufhin einen Schuppen in der Nähe zerstört. Sie war ganz geknickt, obwohl es nur ein alter Schuppen war. Lange hat sie versucht, ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen, aber ich befürchte, sie hat es bis heute nicht richtig geschafft. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen.
Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Yennefer war nicht in Novigrad. Triss schon, aber Ciri hat sie nicht gefunden. Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne. Ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Rosmarin und Thymian? Wo ist das? Wenn du die Stadt durch den Rotlichtbezirk betrittst, kommst du zu einer Brücke. Das Rosmarin ist direkt dahinter. Rittersporn hat ein Bordell geerbt? So habe ich das gehört. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. Jawohl, dankeschön. Das waren noch seltsame Grafikbugs irgendwie oder Glitches, wie auch immer. Ich hoffe, es sind irgendwie nur eine Ausnahme. So, werde noch mal viel zum Level up. Schön. Ja. Yeah. So, Freunde, ich würde mal sagen, wir beginnen uns erst einmal zu einem Schmied für die Rüstung zu verbessern. Nee, Moment. Nee, mach's anders. Brauchen wir Geld. Zuerst gehen wir jetzt mal zu diesem Markt, sag jetzt mal, wo das genau sein soll. Und gucke mal wegen diesem Geldtrick, ob der wirklich funktioniert, so wie es mir halt erzählt wurde. Das heißt, ich muss auf die Karte. Tja, das ist lustig. Der Jahrskwer müsste da eigentlich doch das sein, war? Platz des Hierarchen. Aber da gibt es zwei Händler. Den und den, dann müsste es eigentlich noch einen Schmied geben. Ich sehe momentan nichts Schmiediges. Da ist noch ein Händler und da ist auch ein Schmied, aber der ist nicht ganz das Richtige, war. Ach doch, keine Ahnung, Schmugglerversteck. Wir gucken mal kurz, war. Ich muss eigentlich noch ein bisschen offscreen hier suchen gehen, bis ich einen richtigen Händler gefunden habe. Was ist denn hier los? Auf ihn! Da ist er! Auf ihn! Er läutert ihn noch. Jo, ich glaube, braucht einen Arm nicht mehr, wa? Alter Schwede. Das ist natürlich toll, weil wir sind Hexer, wir haben gerade 3 Typen umgebracht. Okay, so waren Banditen, aber trotzdem, das wird uns wohl nicht gerade gut angerechnet werden. Was ist jetzt los? Aha, da war das Schild. Hat gerade kurz vibriert, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Aber egal, muss mal gucken, das Ganze funktioniert irgendwie nur tagsüber. Also muss mal kurz ein bisschen meditieren.
Haben wir. Aha! Machen bis 8 war. So, haben wir es tagsüber. Ich hoffe, es ist auch wirklich so. Sieh an, sieh an. Der weiße Wolf persönlich in meiner bescheidenen Hütte. Was kann ich für dich tun? Okay, Geld umtauscht. Was? Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Ja, aber eintauschen in was? Und zwar 19 Gegenstände erhalten. Was? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Kurzschwerterstahl, Alter. Gut, das sind die gerade erbeutet haben, sind vielleicht ein bisschen schwächer. Das ist leider so und das kann man nirgendwo einsetzen. Die Jägerstiefel, sonst haben wir nichts Neues. Nee. Naja. Okay, Leute, wie ist es aus mit dem Händler und so? Das schauen wir uns dann im nächsten Part an. Und sind hoffentlich nachher steinreich oder wohl eher kronenreich, wa? Und dann natürlich ab zum Rosmarin und Thymian, zu einem Bordell. Ja, toll. Bis dahin, tschüss!